Hänsel und Gretel. Vor langer, langer Zeit hat ein armer Holzhacker mit seiner Frau und seinen 2 Kindern am Rand von einem grossen Wald gewohnt. Das Bübli hat Hänsel geheissen, das Mädchen Gretel. Der Mann hatte so wenig Geld, dass er kaum zu essen für alle auf den Tisch gebracht. Als die Zeiten noch schlechter wurden, da hat das Geld nicht einmal mehr für Brot zu kaufen gelangt. Die Sorgen waren so gross, dass der Holzhacker in der Nacht nicht mehr schlafen konnte. Von einer Seite auf die andere hat er sich im Bett gewälzt, geseufzt und seine Frau gefragt, was soll nur aus uns werden? Wie sollen wir nur zu unseren armen Kindern schauen, wenn wir schon für uns selber nichts mehr haben? Das ist gewiss nicht schwierig, zu wissen, was machen, hat die Frau sofort gemeint. Morgen gehen wir alle zusammen in den Wald, machen ein Feuer und geben den Kindern die letzten Bitzen Brot. Wir 2 gehen Holz hacken. Die Kinder können sich ausruhen und am Schluss können wir gerade ohne Seien heim. Die finden nie zurück. So werden wir sie los. Sicher nicht. Das mache ich nicht. Da werden meine armen Kinder noch von wilden Tieren aufgefressen. Wie soll ich so etwas über das Herz bringen? Aha, dann ist es also besser, wenn wir alle 4 verhungern. Du bist so doof, hat die Frau nicht gelassen und gestürmt und gebalgt, bis der Mann nachgegeben. Aber meine armen Kinder, sie dauern mich, hat der Mann geseufzt. Die beiden Kinder sind unterdessen im Bett wach gelegen und haben alles gehört. Sie hatten so fest Hunger, darum konnten sie nicht einschlafen. Das Gretel hat furchtbar angefangen zu rennen und hat zu seinem Bruder, dem Hänsel, gemeint, jetzt sind wir verloren. Psst, bist nicht traurig. Ich verspreche dir, ich tue uns retten, ist der Hänsel stark geblieben. Als er gemerkt hat, dass die Grossen schlafen, hat er sich angelegt und ist zum Häuschen aus. Der Mond ist hell und klar am Himmel gestanden. In diesem Schein waren die weissen Kieselsteinchen rund um das Haus am Glänzen. Der Hänsel hat sich gebückt, hat so viele Kieselsteine in seine Jackensäcke gepackt, wie es gegangen ist, bevor er wieder zurück ins Haus geschlichen ist.